Hello and welcome back hier bei Gamegrounds op LOTV. Der sieht sich zu janisch, dat Teil bleibt aber nicht so. Ich hatte just den Hintergrund noch nicht wirklich dekoriert oder so. Das könnt aber noch bestimmt. An diesem Moment schwätzen wir über eng Powerfrau aus der Videospielwelt. Und zwar, der kennt sie all, geht Lara Croft, das heißt Tomb Raider Serie schwätzen wir an dieser Episode. Wie war schwarz mal drüber, mal Tomb Raider geht das Jahr 20 Jahre alt. Der Ganze wird da logischerweise 1996 angefangen. Du hat den Toby Gard, den Designer vom britischen Entwicklerstudio Core Design, die Idee für ein weibliches Pendant zum Indiana Jones ans Leben zu rufen. Zu der Frage, wie war ein weiblicher Protagonist, was zu der Zeit absolut nicht üblich war, antwortet so. Für so einen akrobatischen Charakter hat ein männlicher Protagonist einfach nicht gepasst. Zum Design von Lara geht es eine ganz witzige Geschichte. Hat Asio so mal ganz gut gebaut und so, gell? Also der riesige Klatz, der bisschen mehr große Brustumfang, ist eigentlich durch einen raschen Fehler beim Design entstanden und dann hat den das halt so gelos. Ne? Hat also plus an den ersten Spieler ziemlich knapp bekleidet, weil der relativ sexistisch Bild los wird. Das ist aber ein bisschen ajustiert gehen. Also Lara ist weiterhin mit seinem klassischen Outfit durch die Gegend gelaufen, mit das halt ein bisschen ajustiert gehen aber. Psst, der erste Tomb Raider hat schon Nude Patches. Also mit der Zeit hat Lara da gelernt, sich ein bisschen mehr anständig umzudrehen und hat leider dann auch über die Jahre ein bisschen am Körper was verloren. Ja, aber genug mit dem Blödsinn. Kommen wir zu ein paar Fakten zu der weltbekannten Spielserie. Und zwar gehen am ganzen 11 Hauptspieler, das ist den klassischen Action-Adventure, wo ihn halt als selber durch die Gegend lebt und akrobatisch durch Ruinen sich bewegt und halt auch Monster aufschießt und werden mal so auf den Weg kommt. Zum Beispiel die Hunde haben schon mal gehasst. Die sind nervig. Hunde sind immer nervig als Spieler, was sie schon greifen. Da gibt es auch noch zwei Spieler, die ein bisschen so vom Stil hier rausstechen. Das ist so ein Top-Down, kooperativen Jump'n'Run-Adventure, Action, einfach alles dran, man. Das ist halt ein ganz anderer Stil. Also aber am Koop, von dem es wirklich zu feier spielt, also aber relativ cool, weil man halt abonnieren muss, aufstimmen, wie was möchten und da die Rätsel halt zu lösen. Logischerweise. Da gibt es aber auch nie Handheld an Handy-Games. Auf der gehen schon nicht wirklich an, ich habe keinen von den Spielern gespielt. Interessiert mich auch irgendwie gar nicht, weil gesagt, alle sehen nicht so schrecklich gut aus. Mir wie gesagt, keine Ahnung, ob sie gut sind oder nicht. Geht so einfach. Es hat aber auch nicht lange gedauert, bis da ein echter Kinofilm gekommen ist. Und zwar ist das 2001 mit Angelina Jolie an der Hauptrolle. Das war ehrlich gesagt doch der erste Film, wo ich mit Angelina Jolie dran gesehen habe. Und sind wir mal ehrlich, passt schon relativ gut für Lara Croft so zu spielen. Ne? 2003 ist dann ein zweiter Film rausgekommen und nun war es lang ruhig und nun ist aber anscheinend schon seit ein paar Jahren eine Planung für so ein Reboot zu machen. Und du hast dann der Alicia, wie heißt das? Alicia Vikander, keine Ahnung, kann ich nicht. Gucken wir mal, was da rausgeht. Ne? Und du musst nicht genug, gehen doch noch Bücher und Comics von der Madame Croft. Vom Lara seiner Biografie gibt es im Ganzen 3 verschiedene Versionen, auf die gehen schon nicht wirklich an. Wichtig zu wissen ist, dass das Mädchen vom Lord Richard Hanshingley Croft aus aller verschiedenen Eliteschulen war. Das ist also reich an Kinder und Mädchen. Er reist also als Archäologin durch die ganze Welt für verschiedene Artefakte zu finden. Und heute muss er noch Geschoss gehen, weil wie gesagt, da Monster auftauchen. Boah! Die Spielserie war in 20 Jahren schon für Massenpreise nominiert und hat unter anderem direkt mit dem ersten Spiel Best Action Game von 1997 gewonnen. Leider war aber nicht alles Spiel grandios gut. Mit dem Sprung auf PS2 ist im Jahr 2003 mit dem Spiel Tomb Raider The Angel of Darkness ein riesiger Flop entstanden. Das Spiel hat weder den Spieler noch Eidos Interactive selber gefallen. Und Dovins hat seit dem Zeitpunkt auch Crystal Dynamics Lizenzrechte Tomb Raider gekriegt. Die haben von Demos bis heute beim aktuellen Spiel Rise of the Tomb Raider immer ein mehr oder minder gutes Resultat unterspricht. Sorry. Voilà, und dann sind wir auch leider durch mit dem heutigen Video.
Merci für gucken an han Lust den Daumen op oder hoch wenn der Schnit gefallen trop cool. Subscribe, weil könnt all woch in andere Video ein andere Kontinu raus. Ich nicht immer Gaming me halt andere Sachen auch so falls der Channel nicht so kennt, kann er gerne gucken und so. Voilà, da schreibt mal wo man Kommentare erwähnt er Lieblings Tomb Raider Spiel aus. Wie von zum Beispiel Rise of the Tomb Raider das aktuell Spiel das könnt nämlich den Zeitpunkt von diesem Video könnt ein 20-year Version oder so von dem Spiel für PS4 endlich raus. So sind dann alle DLCs dabei und das werde ich mir auch kaufen zu dem Zeitpunkt voilà. Da gucken wir mal wie das so aus. Wie gesagt, lang geschwatzt, merci für gucken, mir gesehen hast dann nächsten Monat und da habe ich ein ganz spezielles Video für euch.